Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Episode von Große Künstler der Vergangenheit. Mein Name ist Florian Stollmeier und heute möchte ich gerne über Andres Segovia, den modernen Vater der klassischen Gitarre, sprechen. Andres Segovia wurde am 21. Februar 1893 in Linares, Andalusien im Süden von Spanien geboren. Gestorben ist er fast 100-jährig am 2. Juni 1987 in Madrid, der Hauptstadt Spaniens. Grundsätzlich kann man sagen, dass Segovia einer der größten klassischen Gitarristen aller Zeiten gewesen ist. Für viele war er der größte Gitarrist aller Zeiten. Was war so einzigartig an Segovias Kunst? Erstens kann man sagen, dass Segovia neben Francisco Tárrega als der moderne Vater der klassischen Gitarre gilt. Zweitens, Segovias Gitarrenspiel war unverkennbar mit dem individuellen Timbre und der Phrasierungskunst und unterscheidet sich bis heute von jedem anderen klassischen Gitarristen. Man kann das als Resultat sehen, da Segovia im Grunde genommen Autodidakt gewesen ist, somit eigener Schüler und eigener Lehrer in einer Person. Warum war Segovia so wichtig für die Gitarre? Vor Segovia war die Gitarre nicht als Konzertinstrument akzeptiert. Die große Errungenschaft Segovias war, dass er die Gitarre weltweit in die großen Konzertsäle brachte. Anfangs war das Repertoire der klassischen Gitarre recht begrenzt mit Barockmusik oder die italienischen Komponisten Carcassi, Giuliani, Caroli und ein wenig das spanische Liedgut von Tárrega oder Milan. Aus diesem Grunde war Segovia stark bemüht, das Repertoire der Gitarre zu erweitern. Er tat dies einmal durch Transkriptionen bekannter Werke von Bach, Beethoven, Chopin und Albinés, die ursprünglich für das Klavier, Cello oder die Laute komponiert worden sind. Zusätzlich schrieben Komponisten wie Rodrigo Villalobos und Ponce ausschließlich für Segovia und die Gitarre. Segovia lehrte Meisterklassen weltweit, wie zum Beispiel in Los Angeles, Kalifornien oder in Santiago de Compostela im Norden von Spanien. Segovia führte die klassische Gitarre als Hauptfach in Universitäten, Konservatorien und Musikhochschulen auf der ganzen Welt. Außerdem kreierte Segovia eine eigene Gitarrenschule mit Editionen und Skalen für die Gitarre. Anbei einige namhafte Schüler von Andres Segovia: John Williams, Australien; Christopher Parkening, USA; Elliot Fisk, USA und Liana Boyd, Kanada. Segovia war eher kritisch eingestellt zur Entwicklung des Flamenco. Jedoch mochte er den traditionellen Flamenco sehr und bewunderte Zapicas, den König der Flamenco-Gitarre.
thank you very much for watching our new episode, Great Musical Artists of the Past. I'm your host Florian Stolmeyer. Please do not forget to subscribe, rate and share our new episode. Have a nice day. Auf Wiedersehen.